Und habe gemerkt, wenn man anfängt, Zeugnis zu geben, über das, was man glaubt, triggert es teilweise bei Menschen etwas, was man gar nicht erwarten. Sie öffnen ihr Leben und geben etwas preis und man ist mitten im Gespräch, ohne dass man irgendwie bewusst sich vorgenommen hat, jetzt mache ich etwas, sondern man hat einfach darüber geredet, was man glaubt. Wie können wir heute über unseren Glauben reden? In unserer westlichen Kultur gehen die christlichen Wurzeln immer mehr verloren. Und wir haben eine ganz andere Ausgangslage, wenn es darum geht, wie können wir über Jesus reden, als noch vor ein paar Jahrzehnten. Der Emanuel Hunziker hat sich als Pastor im 21. Jahrhundert intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt und hat sich unter anderem stark von Timothy Keller inspirieren lassen. Und er ist heute da, um seine grössten Erkenntnisse und Learnings mit uns zu teilen, wie wir gut mit dieser Herausforderung umgehen können. Herzlich willkommen, Emanuel. Ich freue mich sehr, dass du heute mit uns ein paar Erkenntnisse und Erfahrungen zu diesem Thema teilst. Danke, darf ich wieder da sein? Ja. Als Leiter von der Kirche bist du herausgefordert, wie andere Pastoren auch, um den Auftrag ernst zu nehmen von Jesus und andere zu ihm zu führen. Und da kann ich mir vorstellen, ja, man fragt sich immer, wie kann man das heute machen? Ich meine, früher hat es auch geheißen, die Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen, haben mit ihm das Leben geteilt. Was würdest du sagen, so im heutigen Kontext, was ist überhaupt Nachfolge von Jesus überhaupt? Sehr gute Frage. Ich glaube, das ist fast eine der entscheidendsten Fragen, die man heute stellen sollte. Ich glaube, es steht und fällt wirklich mit der Person von Jesus. Ist es schon immer. Nur, glaube ich, leben wir heute eben, oder nicht, ich glaube, wir sind heute in einer eher postchristlichen Zeit. Also der Einfluss von Kirche auf die Gesellschaft ist nie mehr so groß wie vor 100, 200, 300 Jahren. Und vielleicht ist es früher noch viel mehr an eine Institution noch gebunden gewesen, dass man einfach, man ist in der Konfession, sage ich mal, katholisch reformiert, wo man geboren ist, ist man dann aufgewachsen und hat gelebt und ist beerdigt worden. Und schlussendlich ist aber das Original ja immer das gewesen, dass es um die Person von Jesus geht und nicht eine institutionelle Religion. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit kommt das wieder viel mehr zum Zug. Da sehe ich auch eine grosse Chance, dass man wirklich anschaut und wie du gesagt hast, sich fragt, ja, was bedeutet denn das heute Jesus nachfolgen? Weil ja, wir können ja nicht wie die Jünger ihm nachlaufen. Und ich glaube, da drin gibt es sehr gute Antworten. Ich habe sogar noch ein Buch dabei, merke ich, wo ich noch in die Kamera hebe. Aber es gibt wirklich auch immer mehr Autoren, die über das schreiben. Was bedeutet es denn heute, Jesus nachzufolgen? Wir haben ja früher die Bändchen gehabt, «What would Jesus do?» Ja, genau. WWJD. Was aber eigentlich noch eine schwierige Frage ist, weil Jesus ist ja ein Rabbi vor 2000 Jahren, wo es noch kein Internet und Flugzeug und überhaupt noch keinen Strom gegeben hat. Und darum glaube ich, die bessere Frage, wenn es um Jesus Nachfolge geht, ist die, was würde Jesus tun, wenn er mich wäre? Wenn er in meiner Haut stecken würde, als, keine Ahnung, Student oder alleinerziehende Mutter oder Senioren, die Kinder ausgeflogen sind oder was auch immer. Wie würde Jesus sich verhalten? Und ich glaube, in der Schweiz haben wir eigentlich auch ein gutes Ausbildungssystem, das uns so ein bisschen zeigt, wie wer es eigentlich denkt. Und das ist das von der Berufslehre. Also du hast einen Lehrmeister und du gehst bei dem mit Lehre und das Ziel, ich habe zum Beispiel Forstwart gelernt, das Ziel ist, dass ich ähnlich werde wie mein Ausbilder. Also das, was er kann, dass ich das auch kann. Dass ich so den Wald und die Bäume so sehe, wie er sie sieht, lerne so zu beurteilen, weiß, was er weiß. Und ich glaube, Jesus Nachfolge ist in unserer Zeit und ich glaube, gerade im Westen sehr verkopft worden. Wir wissen viel. Aber Jesus Nachfolge ist eigentlich etwas sehr Praktisches. Du verbringst Zeit mit dem Meister und du willst so werden wie er. Und du willst das tun, was er auch macht. Und das ist eigentlich der Kern von Jesus Nachfolge. Und darum ist es eine sehr gute Frage, wie machen wir jetzt das praktisch? Ja. Ja. Was ist es für ein Buch? Kannst du es gleich kurz sagen? Ja, also es ist «Leben vom Meister lernen» von John Mark Comer. Ist das Jahr im Juni in deutscher Übersetzung rausgekommen, SCM Verlag. Genau. Ich habe fast gedacht, dass es ein bisschen nach ihm tönt. Ja. Das Konzept kann auch bei ihm in die Lehre gehen. Aber ich finde es wirklich ein hilfreiches Bild für das,
wenn man so denkt, eben Jesus, was würde er jetzt machen? Ja, keine Ahnung, er würde das gar nicht, hat das so nicht erlebt, jetzt zum Beispiel mit Medien oder mit meinen Freunden, oder ist ein ganz anderes Setting und wirklich mir die Frage, okay, wie kann ich es von ihm lernen, dass ich nachher kann in meiner Rolle das leben. Und es klingt ja eigentlich mega gut, ja, näher sein bei Jesus, von ihm lernen, mit ihm leben. Und gleich ist es ja immer ein bisschen die Challenge. Man denkt ja vielleicht eher an möglichst viel Bibel lesen oder schön in die Kirche gehen. Man tut es wie so irgendwie outsourcen, seinen Glauben, manchmal, anstatt dass es so nahe ist bei einem. Was denkst du, wieso ist das echt so? Ja, ich glaube einerseits, weil wir Menschen sind und wir Menschen haben es gerne unter Kontrolle. Also wir tun gerne, wenn wir etwas machen, so schauen, dass wir es handeln können und dass wir es kontrollieren und einordnen und auch wissen, jetzt ist es genug. Und das ist ja die grosse Frage, wann habe ich denn genug gebetet und wann habe ich denn genug Bibel gelesen? Und darum, ich finde aber, beten und Bibel lesen und sich in die Stille zurückziehen, schlussendlich ist die Frage ja, wenn wir Jesus nachfolgen, wie hat denn er gelebt? Also ein Satz, zum Beispiel von John McComber, der mich immer wieder bewegt, ist, wenn wir das Leben von Jesus in dieser Fülle erleben, wo er uns verheißen hat, dann müssen wir auch den Lebensstil von Jesus übernehmen. Das wäre eben wieder als Lehrling so werden und so leben, wie der Meister lebt. Und Jesus hat sich immer wieder auch in die Stille zurückgezogen, um mit Gott allein zu sein. Und ich glaube, dort ist die grosse Herausforderung für unsere Zeit, dass wir nicht nur einzelne Handlungen machen, sondern dass wir wirklich sagen, meine erste Berufung, die ich im Leben habe, ist mit Jesus zusammen zu sein. Also Jesus, das heißt in Markus 3,14, er hat sie berufen, um bei ihm zu sein. Und ja, das ist jetzt die grosse Frage, wie machen wir das praktisch? Ist es einfach am Sonntagmorgen? Ja, auch. Ist es im Gebet? Ja, unbedingt, auch. Gibt es noch andere Formen, um bei Jesus zu sein? Und ich glaube, das Ziel müsste sein, dass es nicht nur in einzelnen Momenten ist, sondern dass wir ein konstantes Bewusstsein entwickeln, Gott ist immer da und ich lebe in seiner Gegenwart. Und dann gibt es ganz klar intime Zeiten, wo man wirklich alles ganz bewusst abschaltet, das Handy abschaltet, an einen Ort geht von der Ruhe oder Stille oder eben in den Gottesdienst und bewusst auf sein Wort hören. Aber ich glaube, wir können eben auch mit ihm zusammen sein, wenn wir unterwegs sind, wenn wir anderen Menschen helfen, wenn wir uns um Menschen kümmern, denen es nicht gut geht, wenn wir unseren ganz normalen Job machen und sagen, Herr, ich mache das zu deiner Ehre. Ich bin Banker zur Ehre Gottes oder ich bin Lehrer oder in der Krankenpflege oder in welchem Business auch immer Künstler. Ich möchte, dass du die Ehre bekommst und ich bin mit dir in Kontakt. Auch das ist mit Jesus zusammen sein. Aber es geht um ein Grundbewusstsein. Es sind nicht nur einzelne Handlungen, wie du gesagt hast, oder so ein bisschen wie so eine App auf dem Phone, die man dann aufmachen kann und dann ist es gut und nachher ist es wieder zu und jetzt habe ich wieder mein eigenes Leben. Sondern ich glaube, das, was Jesus uns vorgelebt hat, ist konstant in dem Bewusstsein zu leben. Gott ist da und ich lebe zu seiner Ehre. Ich kann einen Auftrag. Es gibt einen Grund, warum ich da bin. Ja. Und die Haltung oder die Erkenntnis sozusagen, zu sagen, okay, es geht eigentlich wirklich um das. Was hat das jetzt für einen Einfluss, wenn man sagt, man will andere Leute begeistern, auch in die Nachfolge von Jesus zu treten? Also, dass es eben darum geht, sie zu ihm zu führen und jetzt nicht irgendwie sie einfach in die Kirche zu holen oder sie irgendwie an ein System reinbringen oder so. Was verändert das für dich? Ja, es ist natürlich, wir leben in der Zeit, sage jetzt mal auch, gerade im Westen, Zeit von Mega-Churches. Also wir haben die riesigen Kirchen, wo ich auch überhaupt nicht dagegen bin, dass es die gibt, weil die haben auch von den Leuten her, vom Know-how her, von der Kapazität, auch von der Finanzen her, können die Sachen bewegen, die kleine Kirchen nicht können. Aber ich glaube, die meisten Kirchen sind kleine Kirchen und haben nicht einfach ein riesiges Budget. Und die Gefahr ist manchmal, dass man so denkt, ja, wenn man dann so professionell wäre wie die oder die, dann würde man viel mehr Menschen erreichen. Ja, ich weiss als Pastor, kleine Kirchen hast kleine Probleme, in einer grossen Kirche hast du auch viel, viel größere Probleme, die du lösen musst. Überall, wo Menschen sind, gibt es Probleme. Also, es geht nicht um eine Grösse und es geht auch nicht um eine Art von Institution, sondern wozu sind wir da? Also wozu ist eine Kirche aufgestellt? Sind wir einfach christliches Unterhaltungsprogramm? Ist es einfach ein Parallelprogramm? Die anderen gehen irgendwie in Hundezüchterverein oder Häsli-Züchterverein und wir machen es jetzt einfach, wir christlich zusammensitzen? Oder ist es ein Ort,
wo wir Menschen in die Nachfolge von Jesus führen. Ist das unser Ziel? Und dort habe ich wirklich ganz persönlich auch in den letzten Jahren immer mehr angefangen umdenken. Insbesondere nachdem ich selber die Leitung der Kirche übernommen habe, habe ich nochmal grundsätzlich mich das alles prüft. Warum gibt es uns überhaupt? Warum bin ich ein Teil von dieser Kirche? Was ist die Motivation von unseren Leuten? Ist es einfach, wie man schon immer das gemacht hat? Wie es gut ist? Das ist auch nicht ein schlechter Grund. Aber ich komme immer mehr zu dem Schluss, zu sagen, hey, ich möchte unserer Kirche eine Kultur prägen, wo es normal ist, da sind Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Wir suchen nach einem Weg, wie können wir Jesus nachfolgen, in dem Alter, wo ich bin, mit diesen Gaben, mit dem Intellekt, mit den Finanzen, die mir zur Verfügung sind, in dem Umfeld, wo ich lebe, dieser Nachbarschaft, dem Beruf, wo ich bin. Was bedeutet es, in meinem Umfeld Jesus nachzufolgen, über das zu reden, auch zu fighten, auch zu sagen, ja, das geht nicht, oder da stehe ich an, auch über Versagen reden. Einfach, dass es ein Ort ist, wo man miteinander zusammen ist, weil man Jesus nachfolgen. So. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, wo ich glaube, wo Kirche dann sehr viel relevanter macht, als es teilweise vielleicht noch ist. So. Das ist meine Analyse. Ja. Und so mit anderen über das Gespräch kommen, ist ja wirklich eine Challenge manchmal, weil wir leben in einer Welt, wo man so ein bisschen seinen eigenen Lebensentwurf gestalten kann. Die Kultur ist mega unterschiedlich. Eben die einen haben vielleicht noch ein bisschen christliche Wurzeln, die anderen gar nicht. Man sagt ihnen wie nichts. Und jetzt da kommen und sagen, ja, ich lebe mit Jesus und das heisst das und das. Und da überhaupt wie irgendwie anzuknüpfen. Was hast du da für Tipps oder vielleicht auch Sachen, die du gelernt hast, die dir helfen in dem? Ja, ich merke so, eben, wenn man 50, 70 Jahre zurückgeht, ist Europa eine sehr christliche Zone gewesen, Amerika auch, eben im Westen. Und man konnte davon ausgehen, alle haben irgendwie sind in den Unti gegangen und in die Sonntagsschule und haben eigentlich so Grundsätze von der biblischen Narrativ und so intern, also Intus bekommen, so mit der Muttermilch schon fast. Und da ist es eigentlich in dem Gespräch vielleicht mehr darum gegangen, dass die Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott haben, zu Jesus, dass sie eine Wiedergeburt erleben und nicht nur einfach so Namenschristen sind. Da sind wir natürlich heute an einem ganz anderen Ort. Und ich glaube, wir müssen vielleicht wieder viel mehr so denken, wie die ersten Christen, die in ein fremdes Land gegangen sind und dort von ihrem Glauben erzählt haben, wo es noch kein Vorwissen gegeben hat. Wie haben die das gemacht? Wie hat der Paulus Kirchen gegründet? Was hat er Wert gelegt? Wie hat er das Ganze aufgebaut? Und dort haben wir ja in der Bibel im Neuen Testament alle Grundlagen dazu. Aber ganz praktisch, glaube ich, ist es, ich glaube, Botschaftswort hat Power, wenn man es ausspricht. Und gleichzeitig gibt es so die Grundsätze, die sind auch nicht neu. Sag nur etwas, wenn du gefragt wirst. Aber leb so, dass du gefragt wirst. Ja, okay. Wäre so ein Grundsatz, den ich noch cool finde. Das ist aber auch nicht, das ist nichts Neues, sondern ja. Aber es leitet den Fokus darauf. Es ist nicht unsere primäre unseren Auftrag, die Leute zu belehren mit dem Zeigefinger und das sollst und so müsstest, sondern dass wir ein Leben leben, das von dem Jesus zeugt, wo eben vielleicht in der Priorität oder im Umgang sichtbar wird, hey, da ist etwas anderes. Und ich glaube, das ist auch eine Grundlage oder so ein Common Sense in unserer Zeit, dass wenn du gefragt wirst, dann darfst du sehr wohl erzählen. Also wenn ein Vertrauen da ist und ein Interesse da ist, dann kann man über sehr vieles reden. Aber es ist in unserer Kultur eher, nicht nur uncool, sondern eigentlich schon fast übergriffig, wenn du einfach kommst und sagst, ich erzähle dir jetzt von meinem Glauben. Das ist, Und dort, glaube ich, braucht es eine gewisse Feinfühligkeit, wie funktioniert unsere Kultur. Und das ist eben, wenn du in ein anderes Land gehst, in eine andere Kultur, musst du auch die Kultur kennenlernen. Wie funktioniert sie und wo kannst du ansetzen, wo haben wir gemeinsame Grundlage. Und wo weisst du dann aber auch, wenn ich über das rede, wird es konfrontieren, weil eigentlich so die Grundüberzeugung von dieser Kultur findet das eigentlich nicht gut, wie ich das gut finde. Und ich glaube, dort braucht es auch apologetisches Training in den Kirchen. Also wie reden wir denn über den Glauben heute, im heutigen Kontext? So. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung.
Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und es spielt ja dann auch mega eine Rolle, mit wem redet man, oder? Also in der Bibel haben wir ja auch das Beispiel von Jesus das unterschiedlich gemacht. Bei einem ist er gekommen und bam, gerade irgendwie einen vollen Satz rausgehauen, der gerade so war, wow, das geht gerade voll mega nahe. Oder dann das Gespräch zum Beispiel am Brunnen mit der Frau, vielleicht kennt ihr die eine Geschichte, wo er eigentlich zuerst auch mit ihr ins Gespräch kam, aber das hat sie nachher mega tief auch bewegt. Also er ist wie aufs Gegenüber mega eingegangen. Yes. Was hast du das Gefühl, wie kann man so das Empathische vielleicht trainieren? Das ist ein guter Punkt. Also mal, wie du sagst, bei Jesus schauen, wie hat es denn er gemacht? Also mit welchen Leuten hat er wie geredet? Also dort hilft es extrem, die Evangelien zu lesen und sie nochmal zu lesen und nochmal zu lesen, um wirklich sich das reinzuziehen. Wer ist Jesus und wie hat er das gemacht? Weil, ja, es ist nicht nur, was er gemacht hat, sondern wie er es gemacht hat und ist ein Ausdruck von wer er ist. Und wie du sagst, also der Nikodemus, der ein Lehrer war, der eigentlich die Bibel kennt hat, dem sagt der Johannes 3, Vater gerade, hey, du musst von neuem geboren werden, sonst läuft gar nichts. Und im Johannes Kapitel 4, dieser Frau, dieser Samaritanerin am Brunnen, sagt er nicht genau das Gleiche. Es gibt nicht einfach die eine Methode, sondern er schaut eben den einzelnen Menschen an, den Kontext, und setzt dort an, wo der Mensch ist. Also bei dieser Frau am Brunnen, wie du sagst, hat er eben ihre Lebensrealität angesetzt. Sie allein am Brunnen, also sprich, das war gar nicht normal damals, dass eine Frau allein am Brunnen geht, ist gar nicht zur Mittagszeit, also die hat eine Geschichte und er fängt dort an, ganz seelsorgerlich, fein anfangen, ja, sich durchzutasten, bis er nachher zu dem Punkt kommt und sagt, ich bin der Messias. Und dass er, ja, einer Samaritanerin sich offenbart als der Messias, ist schon fast skandalös. Aber er macht das und ich glaube, dort dürfen wir von Jesus lernen, Menschen zuhören, ihre Geschichte zu hören, sich ihre Realität mal zu Augen führen und dann aber auch, ich glaube, Jesus ist, das heisst in der Bibel, er ist geführt vom Heiligen Geist, auch zu beten und zu sagen, Herr, wo ist denn der Schlüssel zu dem Herz von dem Mensch? Also wo ist er offen, dass er zulässt? Und das heisst nicht, wie kann ich ihn bekehren oder irgend so etwas, sondern wenn du merkst, ja, das Gegenüber hat eigentlich Fragen, wo ich glaube, habe ich Antworten gefunden für mich, zum, ja, je nachdem mal auch ein Angebot machen und sagen, hey, ich habe für mich da Antworten gefunden. Wenn du willst, kann ich dir gerne erzählen. Und im Ganzen innen, glaube ich, braucht man in der heutigen Zeit eine grosse Toleranz für die verschiedensten Lebensformen. Oder? Also es geht nicht darum, dass wir kommen und sagen, wir haben jetzt die Wahrheit mit dem Löffel gefressen oder die Weisheit, sondern dass wir einfach ein Zeugnis geben. Also das ist schlussendlich der Auftrag. Wir sind Zeugen von dem Jesus. Also wir haben Jesus erlebt und wir dürfen von dem erzählen, was wir erlebt haben. Und was das mit dem anderen macht und was Gott mit dem anderen Menschen macht, das haben wir letztendlich nicht unter Kontrolle. Und sobald wir das kontrollieren, glaube ich, wird es übergriffig und wird es manipulativ. Und dort ist unsere Gesellschaft sehr, sehr sensibel. Was ich auch nicht nur schlecht finde. Ja, ja, das stimmt eigentlich, ja. Jetzt hast du gerade so 2 Schlagworte schon genannt, Toleranz und Liebe. Und wir haben vorher ein bisschen schon darüber geredet, über das Konzept von Timothy Keller. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, oder, ja, wie das aufgebaut ist oder welche dritte Ebene sozusagen auch noch mit spielt. Ja, genau. Also das eine ist Toleranz. Timothy Keller hat in einem Artikel darüber geredet, wie reden wir denn heute über Jesus. Und er hat dann das so gebracht, Glaube, Hoffnung, Liebe, so als Grund. Ding, wo der Paulus ja nennt im 1. Korinther 13. Das Größte ist die Liebe. Und ein Ausdruck von Liebe ist zum Beispiel Geduld, dass wir geduldig sind mit Menschen. Ich glaube, es ist auch so ein Zeitgeist, es muss nicht immer schnell gehen. Wir wollen Erfolg, wir wollen vorweisen, dass unser Leben irgendwie Sinn macht, dass unsere Kirche Erfolg hat. Aber das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Liebe ist. Also das erste Attribut, das Paulus nennt im 1. Korinther, ist Liebe
ist geduldig und freundlich. Und wenn man einem Menschen liebevoll begegnet, ist man in erster Linie mal geduldig und freundlich. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Qualifikation, wenn wir heute mit Menschen unterwegs sind oder wenn wir den Eindruck haben, Gott möchte, dass ich dem Menschen von Jesus erzähle, dass wir geduldig sind, weil das ist ein Ausdruck von Liebe. Das Zweite, Toleranz. Das eine ist, glaube ich, noch Demut. Genau, Demut. Geduld ist eine, dann Toleranz als ein Ausdruck von «Hey, ich respektiere dich als Wesen, das von Gott geschaffen ist». Das ist unser Menschenbild. Also Gott hat jeden Menschen geschaffen als ein würdevolles Wesen und auch mit einer gewissen Freiheit zu wählen, wie er will leben oder wie sie will leben. Und Toleranz ist ganz ein wichtiger Punkt. Bedeutet nicht, ich bin mit dir einverstanden mit allem. Das wäre dann Akzeptanz. Aber Toleranz ist eigentlich ein grundchristlicher Wert, wo eigentlich sagt, schau, du kannst sogar sagen, hey, so wie du denkst und lebst, ich kann mich überhaupt nicht mit dem identifizieren. Oder du kannst sogar sagen, ich finde das schlimm oder schrecklich. Also in meiner Weltsicht geht das gar nicht rein. Und trotzdem respektiere ich dich. Ich gebe dir meinen Respekt. Du hast das Recht, als mein Gegenüber, als Mensch auf dieser Erde, dir eine Meinung zu bilden und gemäss der zu leben. Und ich toleriere das. Also, und das ist ganz wichtig, eben, dass es nicht... Ich glaube, Menschen spüren, wenn wir sie und ihre Überzeugung gerade von vornherein ablehnen oder auf sie herabschauen. Und so kannst du kein Vertrauen schaffen. Und ich glaube, das ist nicht, wie Jesus das gemacht hat. Und Demut ist wirklich auch das, zum zu sagen, auch wir haben längst nicht auf jede Frage eine Antwort. Es gibt gewisse Sachen, wo Gott nicht offenbart hat, auch in seinem Wort nicht, und wo wir keine Antwort darauf haben. Und wir dürfen sagen, ja, wir wissen längst nicht alles. Und das hat mit Demut zu tun. Und ich glaube, auf dieser Grundlage, wenn wir nach dem gehen, Demut, Toleranz, Geduld, haben wir eine gute Grundlage, um mit Menschen unterwegs zu sein und mit ihnen Gespräche führen und über das Leben und über Ungerechtigkeit, über warum gibt es Leid, tiefe Fragen vom Leben, die einfach aufkommen. Ja. Ja. Super, danke, hast du es ein bisschen verknüpft. Ich habe das da gerade in ein natürlich riesiges Konzept reingebracht mit diesen Begriffen, aber ich glaube, so haben wir es ein bisschen einordnen und sind ja, glaube ich, wirklich so ein bisschen die Schlüssel, um mit denen vorwärts zu gehen, mit denen ins Gespräch hineinzugehen. Wie machst du das, wenn du mit anderen redest? Hast du ein Beispiel, das du wirklich erzählen kannst, wo mit jemandem ins Gespräch gekommen bist? Also, ja, das eine Beispiel ist zum Beispiel, wo ich und meine Frau geheiratet haben, haben wir irgendwann gemerkt, in den ersten 2-3 Jahren, wir haben beide im Spital gearbeitet, dass unsere Ehe und wie wir unsere Ehe leben, Rückschlüsse gibt bei den Leuten, auf was wir glauben. Ohne, dass wir irgendetwas gesagt haben. Also es haben Leute zu uns gesagt, ja, ich glaube, eure Ehe, ich glaube, das kommt gut, weil ihr habt den Glauben. Und ich dachte, warum? Ich habe noch nie irgendetwas gesagt über das, aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind oder wie wir, keine Ahnung, unsere Dienstpläne abgeglichen haben. Und sie haben das einfach beobachtet, ohne dass wir haben auf verschiedenen Stationen geschafft, hat es einfach Rückschlüsse gegeben und gesagt, ich glaube, die leben so, weil die an Gott glauben. So. Das hat mich irgendwie gefreut, weil mein Leben irgendeinen Ausdruck gebracht hat von dem, was ich glaube. Und das andere, ja, ich rede auch mit Menschen zum Beispiel, wo Leid erfahren, natürlich auch als Pastor, aber auch in meinem Umfeld rede ich mit Menschen, die zum Beispiel ein behindertes Kind haben. Ich selber bin auch Vater von einem behinderten Kind und da kommt man sehr schnell auch mit anderen Menschen, die Angehörige haben oder selber Kinder haben, die eine Behinderung, eine Beeinträchtigung haben oder die krank sind, chronisch krank, kommt man sehr schnell ins Gespräch darüber, warum, um was geht es eigentlich im Leben? Was dürfen wir erwarten? Und was ist denn eigentlich gerecht? Und warum gibt es überhaupt Leid? Und ja, ich glaube, dass viele Menschen die Fragen mit sich umtragen und Antworten suchen. Und ich glaube aber auch dort ist es wichtig, sehr respektvoll und vorsichtig zu bleiben. Einerseits von dem zu erzählen, was man selber glaubt, gerade auch wenn Leute fragen. Und gleichzeitig auch gegenüber respektieren für die Antworten, die das Gegenüber gefunden hat für sich. Und so im Austausch bleiben. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn man das ausspricht, gerade auch den Namen Jesus ausspricht, dass es etwas bewegt. Das habe ich immer wieder erlebt. Oder das andere Erlebnis, ich habe mit jemandem geredet darüber, der sich nicht versöhnen hat können mit seiner Großmutter. Aus gewissen Gründen, die ich da nicht nennen will. Und er
hat mich dann so gefragt, ja, was machen die eigentlich so in der Kirche und so. Und ich habe dann gesagt, ja, weißt, es gibt vieles, was man machen könnte, aber bei uns geht es eigentlich um Jesus, weil das ist das Wichtigste. Also, dass man Vergebung findet, sich versöhnen mit sich selber, mit Gott und seinen Mitmenschen. Und dann haben wir plötzlich das tiefste Gespräch geführt. Also er hat mir dann, nachdem ich das gesagt habe, hat er mir erst erzählt von seiner Großmutter, die gestorben ist und hat sich nicht mehr versöhnen mit ihr. Und ja, haben wir über das Thema Versöhnung, Vergebung geredet. Und hat gemerkt, wenn man anfängt, Zeugnis zu geben, über das, was man glaubt, triggert es teilweise bei Menschen etwas, was man gar nicht erwarten. Sie öffnen ihr Leben und geben etwas preis. Und man ist mitten im Gespräch, ohne dass man irgendwie gedrängt hat oder bewusst sich vorgenommen hat, jetzt mache ich etwas, sondern man hat einfach darüber geredet, was man glaubt. Und es löst etwas aus. Und bei anderen redet man darüber und sagt, oh, okay, nächste Frage. Und dann weiss man, die Tür ist zu und auch das gilt es zu respektieren. Das hat mit Toleranz und Respekt zu tun. Spannend. Ich finde es mega schön, wenn sich so die Chance ergeben, dass man wirklich so anknüpfen kann. Und manchmal ist es ja wirklich erstaunlich, wie tief nachher so Gespräche können werden, wenn man vom Persönlichen erzählt. Manchmal fällt es mir dann wie schwer, wenn ich merke, ich erzähle jetzt von meiner persönlichen Sicht und meinem Erleben und es wird dann wie so ein bisschen abgehört, ja, das ist deine Sicht, der hat diese Sicht und es gibt ja noch eine andere Sicht und man will sich gar nicht so festlegen, weil es vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr so wichtig ist, dass es eine absolute Wahrheit gibt oder einen Weg. Wie gehst du mit dem noch ein bisschen um? Können wir zum Schluss noch ein bisschen auf das eingehen? Das ist ein guter Punkt. Also, es gibt ja eine Herangehensweise, ist ja, es gibt keine absolute Wahrheit. Das Problem mit dem Satz ist, dass das selber eine absolute Wahrheit ist. Also, dass du sagst, es gibt keine absolute Wahrheit, ist in sich eine absolute Wahrheit. Also, es widerspricht sich eben selber. Und dort müssen wir zum Punkt kommen, jeder geht von absoluten Werten aus. Man kann gar nicht anders leben. Also jeder hat, ob er bewusst oder unbewusst, hat er Sachen, die für ihn fix sind. Weil wenn wir das nicht haben, dann können wir gar keine Aussage mehr machen. Und darum glaube ich, ja, ich sehe es als eine Chance an, eben, wenn man vielleicht 100, 200, 300 Jahre zurückgeht, sind Nationen und also Gebiete, wo der Glaube ist einfach, alle haben das Gleiche geglaubt. Das ist eine Monokultur, wenn man so will. Und zum Beispiel das Volk Israel war ja eine Monokultur gewesen, von dem her, also hat ein Gott und ein Wort und Gott führt sie auf Babylon, sie werden verschleppt und setzt sie dieser pluralistischen Kultur aus, dieser Vielgötterei und so. Also ich glaube, Gott hat nicht so Angst und hat sehr wohl Strategien, wie wir in diesem Umfeld leben können. Das ist für mich mal wichtig, von dem auszugehen, nicht zu sagen, oh, es ist mega schlimm. Weil es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Also die einen gehen ja so an die Gesellschaft an, wir Christen haben die Wahrheit und wir müssen jetzt übernehmen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir politisch mega viel Einfluss machen können, bis wir eine christliche Nation sind, ein Gottesstaat. Das, glaube ich, ist aber nicht der Weg von Jesus, weil sonst hätte er politische Macht in Anspruch genommen. Ich finde es gut, als Christ in der Politik zu sein, unbedingt. Aber ich glaube nicht mit dem Ziel, einen Gottesstaat aufzurichten. Also das wäre so ein bisschen triumphalistisch. Das Gegenteil davon wäre, hey, die Welt ist so schlimm, wir ziehen uns jetzt einfach zurück, fast so klostermäßig oder eben so in einem Bubble und wir leben einfach und warten, bis Jesus zurückkommt und hoffen, dass wir ja keine Schäfchen verlieren. Finde ich auch nicht der Weg von Jesus, so wie ich in der Bibel sehe. Und das Dritte wäre noch, dass wir uns einfach den Wert von dieser Welt anpassen und sagen, ja, ich weiss, in der Bibel steht es, aber weiss, wir nehmen das nicht so genau und so. Und dann lösen wir uns eigentlich auf. Und ich glaube, das, was Jesus uns vorgelebt hat und was wir auch bei den Jüngern sehen, ist schlussendlich, also für mich läuft es wieder darauf aus, Zeuge zu sein. Also Jesus ist auf die Welt gekommen und hat davon gezeugt, es gibt einen Vater im Himmel, hat uns den Vater vorgestellt. Er war ein Botschafter vom Himmel. Also er war selber Gott natürlich, aber in dieser Funktion sehen wir uns. Und ich glaube, das können wir sehr wohl verknüpfen mit dem, was du sagst. Ja, das ist gut für dich und das ist gut für mich. Weil in unserer Kultur ist das normal, dass man das so macht. Und trotzdem glaube ich, wenn du sagst, für mich stimmt es so, und ich glaube dass wenn du das bezeugst, dass das eine Auswirkung hat. Es ist nicht nur einfach ein Statement, sondern es macht ja dann auch klar, man könnte auch anders leben. Es gibt noch eine andere Sicht, wo man sich mit dem auseinandersetzen könnte. Und ich glaube, dort merken wir eben das ganze Botschafter sein auf dieser Welt, Zeugen sein, Nachfolger sein von Jesus. Der Unterbau ist, dass wir mit Gott zusammenleben, dass wir im Gebet nahe mit ihm verbunden sind und wirklich davon ausgehen, dass das, was er in uns hineinlegt, seine Herrlichkeit, dass die ausstrahlt.
Und dann können wir auch Sachen stehen lassen, wenn jemand ganz komisch aus unserer Sicht lebt und einfach sagen, und trotzdem, ich sehe dich als Geschöpf Gottes und ich erzähle dir von meinem Leben und wirklich glaube, dass unser Wort etwas bewegen wird. Und dann darf man auch entspannt sein, wenn nach das Gespräch so fertig ist und sagen, okay, das ist deine Worte, schön für dich. Ja. Das ist so. Merci vielmals, Emanuel, für das Gespräch. Sehr gerne, hat mich gefreut, zum da sein. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir hatten noch ein anderes Video mit dem Emanuel schon gehabt, rund um Dekonstruktion. Wir verlinken es euch gerne unten. Schön, habt ihr eingeschaltet und bis zum nächsten Mal. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.